Ich heiße Daniel. Hallo Daniel. Die erste Frage ist, leben Vampire oder sind sie schon tot? Ja, also die Vampire aus dem Roman, das hängt von der Romanversion ab, die müssen meistens erstmal sterben. Also erst muss man sterben und dann wird man wieder zu Kräften erweckt. Aber es gibt auch natürlich andere Geschichten, da verwandelt man sich einfach. Also da kann man sich einfach, da hat man das irgendwie in sich oder so und dann passiert das. Aber eigentlich ist es im Roman immer so, dass die Leute ihre alte menschliche Gestalt abwerfen oder begraben werden oder zumindest mal für eine Minute sterben müssen oder so und dann passiert irgendwas in denen und dann ist das ein Untoter im Prinzip, ja. Also es stimmt schon, wie ihr das gesagt habt. Eigentlich sind die beide. Die sind lebend und untot irgendwie. Ja. Also ich bin die Olga. Hallo Olga. Und ich habe eine Frage. Welches Blut mögen die Vampire am meisten? Tja, also da muss man unterscheiden. Im Roman, also es gibt ja Romanvampire, denen ist das, glaube ich, ziemlich egal. Es gibt welche, die nur Menschenblut wollen. Dann gibt es auch eine neue Serie, die heißt True Blood. Da trinken die sowas Künstliches. Glaubst du, dass es bestimmte Blutgruppen gibt, die am meisten mögen? Ja, das wollte ich jetzt mal sagen. Also erstmal, das muss man wissen. Also es gibt da keine festgelegten Regeln im Roman. Ja, Blutgruppen, das ist eigentlich egal. Also ist natürlich in Wirklichkeit, wenn jetzt echte Leute Blut trinken, dann sollte man vielleicht ein bisschen auf. Man muss immer unterscheiden zwischen den Romanvampiren und Leuten, die halt glauben, sie wären wirklich Vampire, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendeinen Unterschied macht und habe auch noch nie was dazu gehört. Also dadurch, also gefährlich wäre das, wenn man Blut jetzt mit seinem eigenen in Verbindung bringen würde, dann kann das ja, je nachdem welche Blutgruppe das ist, dazu führen, dass man da, dass sich das verklumpt. Aber ansonsten, wie gesagt, ist das ja eigentlich, glaube ich, völlig egal. Solange man jetzt eben nicht Blut vermischt, das darf man natürlich nicht tun, im eigenen Körper, dann stirbt man, ne? Aha, das ist interessant. Das heißt, wenn ich jetzt mit Blutgruppe 0 Rhesusfaktor minus einen aussauge, zum Beispiel dich, ich weiß nicht, welche Blutgruppe du jetzt hast. Ich habe irgendwas. A negativ, dann sieht es für mich schlecht aus, oder? Kommt drauf an, es gibt Blutgruppen, bei denen ist das nicht so ein Problem. Also bei 0 könntest du vielleicht mehr Glück haben, aber das, was die meisten Leute haben, das verträgt sich untereinander nicht gut. Also da sollte man aufpassen. Es gibt auch viele Unterblutgruppen. Also es gibt nicht nur A, B, 0, sondern es gibt noch ganz viele andere Sachen, also sogenannte Kell-Faktoren. Das ist dann der Buchstabe K und so. Das ist also noch wesentlich komplizierter, als man meint. Also nicht sich fremdes Blut in die Adern spritzen. Das ist also eine schlechte Idee, aber das machen Vampire ja auch nicht. Ja, das stimmt. Jetzt haben wir eigentlich noch eine Frage. Da sage ich vielleicht nur vorher noch was dazu. Die letzte Frage. Die wolltest du ja stellen lassen, ne? Aber vielleicht sagen wir vorher, wir haben ja gehört, du bist ja von der Transylvanian Society, der Chef, und du kennst dich hier richtig gut aus, auch in den Szenen überall. Hast ja Bücher geschrieben, Vampire, mit Vampiren über I und Y. Da gibt es ja einen ganz großen Unterschied, ob die einen eher Fetischisten sind, die sich so anziehen, ja, die gerne diesen Style mögen, und die anderen, die wirklich so pathologisches Empfinden haben, Vampire zu sein und auch durchaus Blut trinken und ganz abenteuerliche Sachen machen. Das sollte man nicht weiterempfehlen, wenn man das nicht unbedingt braucht. Wie viele Vampire gibt es in Berlin? So Fans, die sich so Klamotten anziehen und das irgendwie spannend finden, gibt es schon ziemlich viele. Also in Berlin gibt es so ein paar Läden. Ja, einer heißt K17, der ist in Berlin, und der andere, das Last Cathedral in Berlin. Das sind so Clubs so für Gruftis und für Gothics, und da sind bestimmt auch ein paar Vampir-Fans. Da gibt es bestimmt ein paar hundert, die Vampire so spannend finden, einfach so, ne? So jetzt einfach die würden das aber selber von sich nicht sagen. Die finden auch ganz viele andere Sachen spannend. Die finden wahrscheinlich auch Rote Rosen spannend und die Romane spannend und so. Und dann Leute, die wirklich selber glauben, dass sie Blut trinken müssen in Berlin, das sind vielleicht 10 Leute oder so. Immerhin, weil man weiß, dass es 10 Leute gibt, die hier doch bereit wären. Was trinken die denn? Also wie läuft das denn ab? Ich meine, nehmen sich die das Blut ab? Wie trinken die das? Ja, genau. Das ist so, gibt so freiwillige Spender, und die haben dann irgendwie eine Kanüle, und dann nehmen die sich das ab einfach. Das kann auch ganz wenig sein. Manchmal ist das auch nur so wie ein paar Tropfen oder so. Also ist jetzt nicht viel. So ein bisschen wie beim Arzt, ne? Und nur weniger.
Und warum? Ist das nur zum Essen? Machen die das nur aus Spaß oder hat das einen bestimmten Hintergrund? Warum machen die das? Ja, schwer zu sagen. Also es gibt Leute, die glauben, das eher so aus Energiegründen. Also die denken dann, das gibt denen Energie oder sie fühlen sich sonst kraftlos. Da gibt es Leute, die der Meinung sind, dass das halt ein Träger, also ein echter Träger von sozusagen wie Nahrungsenergie wäre, also nicht nur seelische Energie. Und manche Leute wissen auch gar nicht, warum sie das machen. Also die sagen einfach nur, ich habe selber keine Ahnung, woher das kommt, aber ist halt ein Bedürfnis von mir. Man kann das manchmal auch nicht so leicht rauskriegen, weil die auch alle recht verschieden sind. Also wenn man viel mit den Vampiren redet, die sind nicht irgendwie alle gleich, dass man sagt, ja, denen ist halt irgendwann mal ein Klavier auf den Kopf gefallen oder so, sondern jeder von denen hat eine andere Geschichte und weiß nicht genau, woher das kommt. Und es hängt ja davon auch ab, wie man persönlich so, an was man persönlich glaubt. Wenn man jetzt ein religiöser Mensch ist, dann interpretiert man das vielleicht religiös. Und wenn man ein Mensch ist, der an Naturwissenschaften glaubt, dann interpretiert man das vielleicht genetisch oder so. Ne? Ja. Also da hat jeder seine Erklärung, aber was der wahre Grund ist, das weiß ich auch nicht. Du bist ja da derjenige, der am meisten, glaube ich, dazu mit Auskunft gegeben hat. Gerade weil du ja auch sehr viel mit Blut zu tun hast. Du bist ja Forensiker. Du bist ja eigentlich jemand, der richtig Mordfälle, wir haben ja über dich recherchiert, die haben ja heute Vormittag sich ganz intensiv mit dir beschäftigt. Habt ihr noch eine andere Frage an Marc? Spannende? Ja, hier. Ja. Wie war es, als du Hitlers Schädel, untersucht hast? Ja, das war ganz lustig. Also wir sind da ja nach Moskau gefahren und da war das Archiv ganz verstaubt. Also und die Leute waren alle so gelangweilt. Also man hätte ja gedacht, das wäre ganz aufregend alles. Aber es war eher so, dass die Leute gar nicht so genau wussten, warum wir das jetzt so toll und spannend finden und irgendwie eher belustigt waren, dass wir uns das alles angucken. Und die haben so gesagt, ja, das ist doch jetzt schon alles lange vorbei und dann mussten wir denen auch allen Bestechungsgeld geben. Also die haben sich überhaupt nicht vom Stuhl bewegt, wenn man die nicht bestochen hat. Also es war eher so wie in einem schlechten Film. Also sehr, sehr lustig. Gab es irgendwelche Erkenntnisse über den Schädel? Irgendwas, wo man sagen könnte, aha. War was drin? Hitler hatte sehr schlechte Zähne. Also der hatte extrem schlechte Zähne. Das bestand fast alles aus Gold oder aus anderem Metall. Und also oben vorne drauf sind halt so weiße Plättchen gewesen, damit das aussieht wie echte Zähne. Aber in Wirklichkeit, also er hatte ziemlich starken Mundgeruch jedenfalls. Das entspricht ja nicht dem, was er gerne immer gehabt hätte, so seine rassistischen Vorstellungen. Das ist ja das Gegenteil von dem, was er immer so gefeiert hat. Ne? Was war ja, ich weiß nicht, ob er gegen Mundgeruch unbedingt war, aber er hat natürlich an sehr überlegene Menschen geglaubt und seine ganzen Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, das waren halt alles totale Pfeifen. Ne? Also die waren halt wirklich sehr, das waren richtige Flaschen und klar, das war totaler Unsinn. Also das wäre so, als ob ich halt schwarze Haare habe ich ja, ne? Und dann immer sage, der tollste ist aber blond. Das ist ja irgendwie bekloppt, ne? Also und genauso war der. Also er und seine ganzen Loser-Kumpanen waren halt total schwache Menschen und haben halt gesagt, wir wünschen uns starke Menschen. Ja, klar. Also er war halt ein Idiot. Ne?